Milo. Wir gehen rein. Let's go. Ich war mit dem Schweizer Regenbogenglas an einer Bergquelle, habe aus reinen Brunnen getrunken, ein Käsefondue und ein Schokoladenfondue gegessen. Und das macht das Regenbogenglas sehr, sehr teuer, Digga. Simon Unge ist auf seiner Insel unglaublich heiß auf das Glas. Ich brauche das Regenbogenglas. Ein neues Regenbogenglas. Weil Evanio ihm das Glas gestohlen hat. Warte, mal gucken, ob er es merkt. Und heute werden wir Simon dem Glas einen Schritt näher bringen. Evanio ist Anfang dieser Dem Glas, Digga. Dem Glas. Woche extra in die Schweiz geflogen, um mein Glas abzuholen. Milo, Digga. Diese Animation, dieses Video, kenne ich vorhin irgendwo? In die Schweiz extra jetzt fliegen, um mir dieses Glas zu besorgen und es dann Simon zu bringen. Wir werden jetzt das Glas nämlich für Simon ganz schön einpacken und dann noch ein paar kleine Insider darin verstecken. Bevor wir das Glas jetzt einpacken, muss ich mich noch bei Simon entschuldigen. Im letzten Video habe ich ja Fondue aus dem Glas gegessen. Oh ja, das darf man nicht. Fondue aus dem Glas, Digga. Ganz, ganz kritisch, Digga. Und wie wir alle wissen, ist Fondue nicht vegan. Und Aber Fondue ist nicht vegan, aber Fondue ist extrem geil, Digga. Das beste Fondue aus der Käserei in der Schweiz. Beste. Simon hat das nicht so gefallen. Milo, du weißt, ne? Milo, du weißt, Fondue ist nicht vegan. Oh oh. Oh oh. Regenbogenglas-Aktien gehen wieder in die Keller. Oh oh, was? Das war's an der Stelle. Komplett. Ich habe das Glas jetzt auf jeden Fall wieder klinisch reingewaschen und es ist jetzt wieder absolut safe zum daraus trinken. Einmal klinisch rein, bitte. Okay. So. Okay, der war gut. Ja, der war gut. Ja, kann man lachen, finde ich. Kann man lachen, Chat. Und da der Käse von einem Bauern aus der Region Gruyère vom weltbekannten Käse kam, ist das Glas jetzt noch mehr wert. So, dann geht's jetzt ans Einpacken vom Regenbogenglas. Ich pack's nicht nur in diese Packung ein, in die Originalverpackung. Die ist dann hier in dieser größeren Packung ganz zu unterst drin und wird dann Simon so entgegenkommen. Ich werde jetzt noch ein paar Sachen da reinpacken. Alles zeige ich euch nicht. Viele wissen das ja nicht, aber ich habe da noch reingeschissen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ein, zwei kleine Easter Eggs werden dann noch drin sein für Simon. Was auf jeden Fall zur Sicherheit da rein muss, ist ein bisschen Zeitung. Ich packe jetzt auch direkt dann ein bisschen Zeitung hier ins Glas hinein, damit... Digga, wieso macht ihr dieses Glas verkehrt in die Packung? Das muss doch... drehen, Digga? Das Ganze nicht einfach so kaputt gehen kann. Und auch in die Box wird ordentlich Zeitung gesteckt. So, hier packe ich jetzt ein bisschen Zeitung rein, damit das dann auch so ein bisschen besser geschrieben. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, wir zu Hause, wir haben nur noch Zeitung, um entweder Pakete zu stopfen, Pakete einzupacken, ein Feuer zu entzünden, aber ich habe die Zeitung noch nie gelesen, Digga. Ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, es gibt keine Zeitung mehr, weil alle solche Millennials, weil alle so Millennials sind wie wir und wir lesen keine Zeitung mehr. Das heißt, es gibt keine Zeitung mehr. Das heißt, keiner hat mehr zu Hause etwas, um ein Feuer zu entzünden, Digga. Das heißt, man muss dann sogenannte Feuerentzündungszeitung kaufen, Digga. Da muss man extra Geld bezahlen für Zeitung, um ein Feuer zu entzünden, Digga. Das ist huge. Geschützt ist, dann packe ich das wieder hier, zack, zack, wieder in die Verpackung rein und dann Abfahrt. Was in der Zwischenzeit auch noch passiert ist Folgendes. Was? Zusammen mit meinem Ehrenbruder Was ein geiles Video. Adi Totoro haben wir Evanio geprankt. Was? Nein, das ist nicht echt. Als nein, bist du behindert? Wir haben so getan, als wäre das originale Regenbogenglas kaputt gegangen und Evanio hat es uns abgekauft. Nein! Als nein, bist du behindert? Nein! Digga, aber es war wirklich so, ich wusste nicht, was machen beim Prank, aber er hat es wirklich abgekauft. Also er hat uns auch nachher gesagt, so, yo, ich hab's wirklich abgekauft, weil der Tritt sah fake aus, aber er war halt in der Schweiz und er hat wirklich nicht damit gerechnet. Deshalb, Evanio, Digga, gotcha. Das ist gar nicht was hier. Gotcha Head. Hey, bist du behindert? Gotcha Glas. Den ganzen Prank könnt ihr bei Gotcha Rente. Adi Totoro unten in der Videobeschreibung sehen. Und jetzt zurück zum Paket. So, ich habe das Glas jetzt verpackt. Hier oben so eine schöne Schlaufe und so. Also, Digga, was ist das? Sind das diese Dinger zum Essen oder bin ich dumm? besser kann ich es nicht. Hier vorne noch ein paar Bambusstrohhalme. Passt zu Simon. Und jetzt packen wir das Ganze hier rein mit ordentlich viel Zeitung, damit das Ganze nicht kaputt geht. Und damit das auch erst im Stream ausgepackt wird. Evanio? Ein kleines Easter Egg ist das da hier. Das ist ein
Echtheitszertifikat. Oha, Echtheitszertifikat. Wir sind geehrt, dieses Zertifikat Simon Wiefels übergeben zu dürfen. Dieses Dokument beweist die Echtheit und den Wert des Schweizer Regenbogenglases. Oha, sieht echt hässlich aus, Digga. Ausgestellt vom Internationalen Regenbogenglasinstitut. Und da muss ich natürlich jetzt noch unterschreiben. So, das ist es also, das Paket für Simon Unge für den Ungeklickt-Stream. Da drüber kommt dann erstmal noch das Echtheitszertifikat. Zack. Und dann noch hier von Evanio und Milo, dass es dann nicht vor dem Stream ausgepackt wird. Und hier noch der Deckel, da drauf steht: Hallo Leute. Abfahrt und ich bin gespannt. Und dieses Paket werden wir jetzt an Evanio übergeben. Salut zusammen, grüß dich mal. Das ist es jetzt. Einfach nicht auf den Boden fallen mit diesem Paket. So, das ist jetzt das fertige Paket für Simon Unge und das können wir jetzt Evanio übergeben. Das war genau da, wo wir den Prank gemacht haben. Wir sind am schweizerischsten Platz, den es gibt. Am Schweizer Bundestag. Und hier, Evanio ist extra in die Schweiz geflogen wegen diesem Paket. Ja, wohin? Ich rutsche einfach nach hinten. So, da ist jetzt das legendäre Regenbogenglas drin. Ich habe hier tatsächlich nicht reingewichst. Danke. Das ist wirklich Mühe gegeben. Das finde ich Einfach. super schön. Was? Imagine, man wächst nicht im Paket rein. Cringe, Bro. Das wird dann im Stream ausgepackt von. Ich werde es nicht anfassen sonst. Meine Güte, das musste ich zum Glück nie wieder in meinem Leben sehen. Digga, ich werde es nicht auspacken, außer am Flughafen machen wir Action oder so. Wenn sie Auge machen, dann, man kann es auspacken, aber es sollte im Stream ausgepackt werden. Holy shit. Ey, danke dir. Wirklich vielen Aber lieben hat sich die Schweiz gelohnt? Dank. Ja, ich bin jetzt Insolvenz, aber Ich bin insolvent. Und die Sprache hast du auch schon ein bisschen angenommen? Ich bin insolvent. Ah, ich bin insolvent, Digga. Ja, stimmt, ich kenne dieses Wort nicht. In der Schweiz gibt es dieses Wort nicht. habe ich auch schon langsam so. Schweizerisch gar nicht, ein bisschen. Du hast mir vor 3 Wochen geschrieben, ey Digga, ich brauche das Glas. Ich bin der Typ im Meme. Ich habe den Typen angeschrieben in dem Meme und habe gesagt, ey, kannst du mir vielleicht das Glas schicken? Das macht mich immer noch ein bisschen fertig. Sorry. Jetzt kenn ich deinen Arm. Gustav. Einfach nur Hundescheiße unterm Schuh. Milo, vielen lieben Dank. Danke für das Ding. Simon, falls du das siehst, ich hoffe, du hast das Glas schon oder du wirst es kriegen. Ich werde es besorgen. Nach Madeiros. Das Schweizer Regenbogenglas. Was für eine Geschichte. Jetzt hat Evanio das Glas und es liegt an ihm, das Glas die nächsten Tage bei Unge vorbeizubringen. Danke für den Big Papa Support. Ich glaube aber, wir sehen uns noch. Wird Milo nach Madeira fliegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Kann sein, kann aber nicht sein. In meinen Augen war es ein sehr schönes Video, das man sich mit den Augen ansehen konnte und das freut mich auch am Ende des Tages, wenn man das Video mit den Augen ansehen kann. Vielen Dank. My